Kennen Sie das? Sie treffen einen Bekannten und das Erste, was er sagt, ist: Ich habe dich neulich in der Stadt gesehen, aber du hast mich nicht gegrüßt. Meistens sehe ich dann erstmal aus wie ein Fragezeichen, weil mir passiert sowas eigentlich ganz gerne mal. Ganz unbewusst und ohne Absicht setze ich Scheuklappen auf. Durch die Scheuklappen verpasse ich aber viel. Ich übersehe Menschen, schöne Momente und die Kleinigkeiten des Lebens halt. Wie geht es Ihnen? Ich begrüße Sie zu Atem der Hoffnung. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute zu Gast ist Simret Mahari. Schön, dass du heute hier bist. Freut mich, hier zu sein. Herzlich willkommen. Simret, kennst du das auch, dass du manchmal durch die Stadt oder durch die Umgebung läufst und überhaupt gar nicht mitbekommst, was um dich herum passiert? Ja, das kenne ich sehr gut. Wo bist du dann mit deinen Gedanken? Je nachdem, was ansteht, ich bin dann verloren in der Welt dessen, was ich da gerade mache. Das kenne ich ganz besonders, wenn ich einkaufen gehe. Gehöre ich zu dem Typ Mensch, der schnell überfordert wird von vielen Reizen. Ja. Deswegen bin ich sehr konzentriert auf das, was ich kaufen will und übersehe manchmal Leute, die ich kenne. Ja. Oder wenn ich in Gedanken versunken bin, dann wird alles andere ausgeblendet, was um mich herum ist. Was glaubst du, woher kommt diese Betriebsblindheit für das um uns herum? Ja, eine gute Frage. Ja. Die Frage ist, ob wir gerade fokussiert sind. Dann ist das ja gut, dass wir blind sind für das, was um uns herum ist. Ja. Aber wenn es uns dazu führt, dass wir das nicht wahrnehmen, das Schöne oder das Gute wahrnehmen, was um uns herum ist, dann sollten wir vielleicht uns davon erheben und sagen, es gibt mehr als das, worüber ich jetzt mir Gedanken mache. Es braucht vielleicht so eine bewusste Entscheidung, so auch offen durch die Welt zu gehen und das nicht zu sehr ernst zu nehmen, worüber man gerade jetzt nachdenkt. Du sagst gerade, offen durch die Welt gehen. Ich habe gelesen, dass du als kleiner Junge früher auf der Treppe gesessen hast und in die Wolken geschaut hast. Warum? Ja. Und was ging dir durch den Kopf? Ja. Also da saß ich mit meiner Cousine im Treppenhaus unseres Hauses. Und ich werde es nie vergessen. Wir haben beide so auf die Wolken geguckt, wie sie so an uns vorübergezogen sind. Und da war ich plötzlich melancholisch. Ja. Und ich hatte irgendwie so den Eindruck, so dass das Leben vergänglich ist. Ein bisschen komisch, dass man mit 11 oder 12 Jahren so etwas denken kann. Und dann habe ich mir gedacht, Gott, wir müssen sterben. Es ist alles vergänglich. Warum ist das denn so? Und das ist der Beginn zumindest, woran ich mich erinnern kann, wo ich angefangen habe, mich mit dem Leben auseinanderzusetzen und Fragen zu stellen. Ja, also hat doch eher so melancholisch angefangen bei mir mit diesen Wolken, die erstmal ein Auslöser von Traurigkeit waren und dem Bewusstsein waren, dass das Leben vergänglich ist. Aber diese Assoziation hat sich verändert im Laufe der Zeit. Jetzt bin ich von Wolken sehr, sehr fasziniert. Tiefe Gedanken für einen kleinen Jungen. Hast du denn für dich den Sinn des Lebens gefunden? Ja, das ist eine gute Frage. Zum Teil habe ich ihn gefunden und zum Teil suche ich ihn noch. Ja. Also ich bin vielleicht erstmal von ihm gefunden worden, dahingehend, dass das Leben für mich etwas Besonderes ist, das mich auf Gott hinweist und dass mir bewusst wird, dass das Leben wirklich an sich faszinierend ist und keine Ergänzung bedarf, damit es Sinn macht. In anderer Hinsicht natürlich, wenn es konkrete Fragen gibt, da bleibt man doch auf der Suche. Also von daher ist diese Reise der Suche gar nicht abgeschlossen. Okay. Das Thema deiner Predigt heute lautet Umgeben vom Göttlichen. Umgeben vom Göttlichen? Was kann ich mir darunter vorstellen? Ja, es hat eine gewisse Geschichte, nämlich ich kenne das von mir, dass ich durch die Welt gelaufen bin und
und ich quasi das Leben in verschiedene Bereiche aufgeteilt hatte. Es gibt Arbeit, Schule, Freizeit, Familie und es gibt auch Gott oder Spiritualität. Aber im Laufe der Zeit, auch in der Auseinandersetzung mit der Bibel und auch mit dem Leben selbst, ist mir bewusst geworden, dass alles, was in dieser Welt ist, alles, was lebt, eigentlich von Gott durchdrungen ist und beseelt ist. Und das Besondere, was ich das Göttliche nenne, nicht sehr weit weg ist von uns, sondern in uns ist und um uns ist. Und Mitauslöser sind die Psalmen, die ich sehr mag, die auch die gesamte Schöpfung in ständige Verbindung mit Gott bringen. Und auch manche Bücher, die ich gelesen habe, die mich inspiriert haben, die mir auch geholfen haben, so meinen Blick darauf zu öffnen. Ja. Gut, in deiner Predigt werden wir gleich mehr darüber erfahren. Bevor wir diese allerdings gleich hören, gibt es, wie immer, noch ein kleines Musikstück. Man kann nicht kommunizieren. Haben Sie diesen Satz schon mal gehört? Er stammt von einem österreichischen Kommunikationswissenschaftler namens Paul Watzlawick. Paul Watzlawick beschäftigte sich mit Gesetzmäßigkeiten, die zwischenmenschliche Kommunikationen regeln. Und dazu stellte er 5 Axiome auf, als Teil seiner Beobachtung, wie zwischenmenschliche Kommunikation geschieht. Und das erste Axiom besagt, man kann nicht kommunizieren. Mit anderen Worten, es ist unmöglich für uns Menschen, nicht zu kommunizieren, weil jegliches Verhalten etwas ausdrückt. Wenn zum Beispiel 2 Leute in einem Café sitzen und eine Person spricht und die andere schweigt und guckt auf den Boden, sagt diese schweigende Person etwas. Es kann Unterschiedliches sein, was sie ausdrückt. Es kann bedeuten, dass sie schweigt, dass sie gerade zuhört oder sich langweilt
oder in Gedanken versunken ist oder gar nicht zum Sprechen kommt, weil die andere Person die ganze Zeit am Sprechen ist. Dass wir immer kommunizieren, ist eine Tatsache, die manchmal auch unangenehm sein kann. Das habe ich früher immer wieder erlebt. Wenn ich meine Schwester besucht habe, hat sie mir gerne eine Frage gestellt, die ich aber ungern beantworten wollte. Und wenn ich sie in die Augen sah, wusste ich, dass diese Frage kommt. Und dann habe ich versucht, dem abzuweichen, indem ich woanders hingehe. Aber meine Schwester lässt sich nicht so schnell abwimmeln. Sie sagt, Zimret, ich möchte dich gerne was fragen. Und bitte sag mir die Wahrheit. Und in ihrem Blick weiß ich, welche Frage kommt. Und ich denke mir, nein, Schwester, bitte stell mir diese Frage nicht. Du kannst mir irgendeine Frage stellen zu Astrophysik zum Beispiel. Da kann ich dir getrost sagen, dass ich die Antwort nicht weiß. Aber bitte nicht diese Frage. Stell sie nicht. Meine Schwester bleibt dabei, guckt mir in die Augen und fragt, Simret, sag mir die Wahrheit. Ich habe schon abgenommen, oder? In diesem Augenblick weiß ich, dass ich ein Problem habe. Zwar egal, was ich antworte. Wenn ich meiner Schwester sage, ja, du hast abgenommen, was wird sie sagen? Du lügst mich an, du willst doch nur nett sein. Sage ich, nein, eigentlich hast du zugenommen, habe ich noch ein größeres Problem. Sage ich, ich weiß es nicht, dann wird meine Schwester sofort sagen, natürlich weißt du das, du willst mir bloß nicht die Wahrheit sagen. Also, egal was ich sage, es ist falsch. Man kann nicht kommunizieren. Paul Watzlawick hat recht. Die Bibel würde diese Meinung auch teilen, dass es unmöglich ist, nicht zu kommunizieren. Allerdings weitet sie diese Unmöglichkeit des Kommunizierens oder positiv gesagt, die Tatsache, dass wir immer kommunizieren, weiter aus als nur auf menschliche Kommunikation. Sie weitet dieses Prinzip auf die gesamte Schöpfung aus. Die gesamte Schöpfung ist die ganze Zeit am Kommunizieren, am etwas ausdrücken. Was sagt sie denn? Ich möchte gerne einen Psalm mit Ihnen lesen, darüber, was uns die Bibel sagt, was die geschaffene Welt zu sagen hat. Psalm 19, und da werde ich die ersten 7 Verse mit Ihnen lesen. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und das Himmelsgewölbe verkündet seine Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu, und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis. Ohne Rede und ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Ihr Schall geht aus über die ganze Erde und bis an das Ende der Welt ihrer Sprache. Dort hat er der Sonne ein Zelt gesetzt, und sie, wie ein Bräutigam aus seinem Gemach, tritt sie hervor. Sie freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Vom Ende des Himmels geht sie aus und läuft bis an sein Ende. Nichts ist vor ihrer Glut verborgen. Der Psalmist sagt uns bzw. singt in diesem Lied, dass die Himmel die Herrlichkeit Gottes verkündigt. Dass die Himmel die ganze Zeit dabei ist zu sprechen, indem sie Gott groß macht und davon zeugt, dass Gott da ist und wie groß er ist. Und wenn wir ihm die Frage stellen, wie macht sie denn das? Sagt er, ja, ein Tag sprudelt es dem anderen Tag und eine Nacht erzählt es der Nächsten. Und dann fragen wir näher und sagen ihm, wie geschieht das? Können wir das hören? Antwortet er, das geschieht in aller Stille. Die Schöpfung verkündigt die Herrlichkeit Gottes in aller Stille.
Und doch unüberhörbar, denn er sagt direkt darauf, dass ihr Schal ausgeht über die ganze Erde und bis an das Ende der Welt. Die Schöpfung ist dabei, die Herrlichkeit Gottes zu verkündigen, in aller Stille und doch unüberhörbar. Und dieses Lob Gottes umgibt uns. Es geschieht unaufhörlich und überall. Und wir als Menschen sind ein Teil davon. Wir können uns diesem Lob Gottes gar nicht entziehen. Denn auch wir, dadurch, dass wir existieren, sind Zeugen von Gottes Größe. Alleine dadurch, dass wir einatmen und ausatmen, verkündigen wir die Herrlichkeit Gottes. Haben Sie das schon mal gemacht? In aller Ruhe eingeatmet und ausgeatmet und sich dabei zugehört und gestaunt darüber, dass das Leben ein Wunder ist, das von etwas zeugt, das größer ist als sich selbst? Ich lade Sie ein. Probieren Sie das jetzt in diesem Augenblick mit mir aus. Atmen Sie ein und atmen Sie aus und hören Sie sich selbst dabei zu. Hören Sie das? Dieses Wunder, dieses Geheimnis, das uns übersteigt? Die Bibel sagt uns, in Gott leben wir, weben wir und sind wir. Alles, was wir sind, geschieht durch Gott. Und als solches ist unser Leben ein Wunder, ein Geheimnis, das von etwas Größerem zeugt als sich selbst. Wir sind ein Lob Gottes, alleine dadurch, dass wir existieren. Damit ist das Lob Gottes nicht ein gewählter Akt, sondern eine Realität, die uns umgibt. Es geschieht durch unser Leben unaufhörlich, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Wenn wir schlafen, wenn wir essen, laufen, reden, lernen, nachdenken, Geschirr spülen, den Müll wegbringen, verzweifelt weinen, Sport machen, lachen, arbeiten, spielen, egal was wir tun, loben wir Gott, weil jeder Atemzug ein Geschenk Gottes ist, das von ihm spricht. Und dadurch wird unser Leben zu etwas Besonderem. Das Alltägliche wird zu etwas Heiligem, weil es ein Zeugnis ist von Gott. Und damit liegt der Sinn unseres Lebens nicht irgendwo da draußen, auf das wir ihn suchen und finden, sondern dieser Sinn umgibt uns, dieses Geheimnis umgibt uns. Ja, wir sind ein Teil davon. Wie viel Zeit vergeht in unserem Leben, wobei wir nur schlafen? Vielleicht ein Viertel oder ein Drittel unseres Lebens sogar, je nachdem, wie viel wir schlafen. Und haben Sie sich darüber Gedanken gemacht, wie viel wir so alltägliche Regelungen vornehmen, wie putzen und kochen und aufräumen? Wir gehen in die Schule, da vergehen Stunden, oder zur Arbeit. Ein Großteil unseres Lebens besteht eigentlich aus alltäglichen Handlungen. Und die Bibel macht uns bewusst, dass diese Handlungen nicht für sich selbst stehen, sondern alle ein Ausdruck davon sind, dass Gott da ist. Die sind ein Lob Gottes. Die sind etwas ganz, ganz Besonderes. Und dadurch, dass unser Leben ein Zeugnis der Herrlichkeit Gottes ist, zusammen mit der gesamten Schöpfung, wird unser Leben zu etwas Besonderem. Das Alltägliche wird geadelt. Wir können nicht kommunizieren. Wir verkündigen die Herrlichkeit Gottes allein dadurch, dass wir da sind. Wir loben Gott unaufhörlich, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht.
Und dadurch bekommt unser Leben in allen Facetten Sinn. Und doch hört die Bibel da nicht auf. Sie ruft uns und die gesamte Schöpfung auf, Gott auch bewusst zu loben und seine Herrlichkeit bewusst zu verkündigen. Sie sagt nicht nur, dass wir dadurch, dass wir da sind, ein Lob Gottes sind, sondern lädt uns auch ein, uns diesem Lob bewusst anzuschließen. Dazu möchte ich gerne den nächsten Psalm mit Ihnen lesen, ein Loblied. Eigentlich sollten wir das singen, wie Sie das damals gemacht haben. Es ist voller Kraft und Freude. Und doch, weil uns die Melodie fällt, möchte ich Ihnen gerne diesen Psalm vorlesen. Und ich lade Sie ein, dass Sie sich darauf einlassen, auf dieses Loblied und das mitspüren und mitsingen in Ihrem Herzen. Es ist der Psalm 148. Psalm 148. Halleluja! Lobt den Herrn von den Himmeln her. Lobt ihn in den Höhen. Lobt ihn, alle seine Engel. Lobt ihn, alle seine Herrscharen. Lobt ihn, Sonne und Mond. Lobt ihn, alle leuchtenden Sterne. Lobt ihn, ihr Himmel der Himmel und ihr Wasser, die ihr oberhalb der Himmel seid. Loben sollen sie den Namen des Herrn, denn er gebot und sie waren geschaffen. Er stellte sie hin für immer und ewig. Er gab eine Ordnung, die wird man nicht überschreiten. Lobt den Herrn von der Erde her, ihr Wasserungeheuer und alle Urfluten. Feuer und Hagel, Schnee und Nebel, Sturmwind, der sein Wort vollzieht. Ihr Berge und alle Hügel, Fruchtbäume und alle Zedern. Das Wild und alles Vieh, Gewürm und gefiederte Vögel. Könige der Erde und alle Völker, Oberste und alle Richter der Erde. Junge Männer und auch Jungfrauen, Alte samt den Jungen. Sie sollen loben den Namen des Herrn, denn allein sein Name ist hoch erhaben. Seine Hoheit ist über Erde und Himmel. Er hat erhöht ein Horn seinem Volk, ein Loblied für all seine Frommen, für die Söhne Israel, für das Volk, das ihm nahe ist. Halleluja! Spüren Sie das? Die Begeisterung, dieses Loblied, das Gott anpreist und die gesamte Schöpfung einlädt, Gott zu erhören, Gottes Herrlichkeit zu besingen. Himmel, Wasser, Erde und alle, die in ihnen wohnen, sollen Gott loben. Und die Begründung? Er gebot und sie wurden geschaffen. Gott ist der Schöpfer. Und ich finde es faszinierend, dass der Psalmist in dieser poetischen Sprache nicht nur die Menschen einlädt, sondern den Regen und die Tiere und Feuer und Schnee und Hagel und Sturmwind und die Engel und die Sterne und Sonne und Mond. Die gesamte Schöpfung soll bewusst Gott loben und seine Herrlichkeit zum Ausdruck bringen. Denn Gott ist der Schöpfer, durch den alles Leben ist und besteht. Und Gott ist derjenige, auf den alles Leben und alles, was da ist, ausgerichtet ist. Und doch fragen wir uns, wie soll denn das geschehen? Wie sollen wir uns diesem Lob anschließen? Wie sollen wir das ausdrücken? Wie sollen wir bekennen, dass das Leben und diese Welt ein Geheimnis ist? Wie sollen wir das, was wir spüren, was uns umgibt, in Worte kleiden? Und die Antwort dieses Psalms ist Anbetung. Anbetung ist ein Weg, wodurch wir bewusst das kommunizieren, was wir empfinden darüber, dass Gott der Schöpfer ist, durch den alle Dinge bestehen und der uns umgibt.
Anbetung ist eine Möglichkeit, das auszudrücken, dass Gott unser Schöpfer ist und ihm zu sagen, dass wir das anerkennen. Und wie kann man das inniger ausdrücken als durch die Musik, wie es in diesem Psalm geschieht oder ursprünglich geschah? Die Musik verleiht das, was wir in unseren Herzen empfinden, eine Sprache, für die Worte oder gesprochene Worte nicht ausreichen. Von daher ist Anbetung Gottes durch Musik ein tiefer Ausdruck dessen, wer Gott ist und ein Weg, wodurch wir das Geheimnis des Lebens besingen können. Und doch sind Lob und Anbetung mehr als die Musik, mehr als Lobgesang. Es geht beim bewussten Lob Gottes, bei dem bewussten Erkennen darüber, dass Gott der Schöpfer ist, auf den wir hin leben, darum, dass wir die verschiedenen Facetten unseres Lebens nicht für sich betrachten, sondern sie mit Gott in Verbindung bringen. Wir haben zunächst gesagt, dass wir nicht kommunizieren können. Alleine dadurch, dass wir da sind wir ein Lob Gottes. Und durch diesen Psalm werden wir aber eingeladen, das bewusst zu tun. Und ich glaube, dass ein Weg, wodurch wir das zum Ausdruck bringen können, ist, dass wir alles, was wir in diesem Leben erleben, nicht losgelöst für sich betrachten, sondern mit Gott in Verbindung bringen. Essen, trinken, schlafen, ein Kind lachen sehen, einen wunderschönen Sonnenuntergang erleben, arbeiten, mit Freunden lachen. Es gibt keinen Bereich, der nicht heilig und besonders wäre, da alles Leben ein Zeugnis von Gottes Herrlichkeit ist. Und vielleicht haben Sie Augenblicke erlebt oder erleben Augenblicke, wo Sie spüren, das ist etwas Besonderes und Sie sind erfüllt von diesem Augenblick. Mir geht es so, wenn ich die Wolken an mir vorüberziehen sehe, da bin ich fasziniert. Und ich sage in meinem Herzen, oh Gott, bist du groß, bist du majestätisch. Oder eine andere Situation, in der ich mich diesem Lob gar nicht entziehen kann, Sie mögen lachen, ist, wenn ich eine Orange esse. Wenn ich so eine Orange in der Hand halte und sehe, wie sie aussieht, orange, schön. Wenn ich sie rieche, wenn ich sie aufmache und sehe, wie sie geformt ist. Und wenn ich sie in den Mund nehme und sie mir schmecken lasse, kann ich nicht anders als zu sagen, Gott, bist du groß. Das Leben in all seinen Facetten ist etwas Heiliges und ein Zeugnis von jemandem, der größer ist als das Leben selbst. Und wir können uns dazu bekennen, indem wir nicht für Gott oder für Spiritualität einen Bereich in unserem Leben haben, im Gottesdienst oder beim Lesen der Bibel oder bei einem bewussten Austausch über Gott und die Welt, sondern wir können uns dessen bewusst sein, dass es keinen Raum gibt, den Gott nicht ausfüllt, dass alles, was in dieser Welt ist und was wir erleben, durchdrungen ist von der Gegenwart Gottes. Und dadurch, dass wir das erkennen und diese Verbindung herstellen, verkündigen wir die Herrlichkeit Gottes und dadurch wird unser Leben geadelt. Die Psalmisten nennen das Leben im Licht seines Angesichts. Das Lob Gottes drückt sich aber auch in unserem Handeln aus. Unmittelbar nachdem der Psalmist in Psalm 19, in dem ersten Psalm, den wir gelesen haben, von der Schöpfung gesungen hat, die Gottes Herrlichkeit verkündigt, spricht er von seiner Freude am Gesetz Gottes. Er drückt seine Freude aus über das Wort Gottes, das für ihn Quelle von Weisheit und Freude ist. Ja, er vergleicht es sogar mit Honig, der ihm sehr gut schmeckt, oder mit einem Schatz wie Gold. Und er sagt, das Wort Gottes ist edler als Gold. Und er spricht darüber, dass das Wort Gottes ihn weiser macht.
Und er drückt eine tiefe Sehnsucht darüber aus, dass er sich nach Gott ausrichten möchte, dass er in seinem Herzen integer bleiben möchte, beziehungsweise von allem Bösen befreit werden möchte. Und letztlich beendet er sein Lied, indem er seine tiefe Sehnsucht ausdrückt, im Psalm 19,15, und sagt, Gott, lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Der Psalmist sehnt sich danach, dass sein Leben eine Freude für Gott ist. Das höchste Lob, das wir Gott schenken können, ist unsere Hingabe. Dadurch, dass wir sagen, Gott, wir leben vor dir und wir gehören zu dir. Und in dieser Hingabe, die sich in unserem Leben ausdrückt, die sich in unserem Alltag ausdrückt, die sich darin ausdrückt, dass wir das Leben nicht nur immer mit Gott in Verbindung bringen, sondern dass wir uns nach ihm und nach seinem Wort ausrichten und unser Leben danach gestalten. Dadurch loben wir Gott am allerhöchsten. Und genauso wie er an uns Freude empfindet und sich über uns freut, können wir durch unser Leben antworten und sagen, Gott, lass mein Leben dir wohlgefallen. Lass mein Leben dir eine Freude sein. Wir können Gott bewusst leben, indem wir anerkennen, dass er unser Schöpfer ist und ihn anbeten, durch Gebet und durch die Musik. Wir können Gott bewusst anbeten, indem wir alles, was wir in diesem Leben erleben, mit ihm in Verbindung bringen und nicht das Leben in Bereiche aufteilen. Dadurch, dass wir sagen, alles hängt mit Gott zusammen. Und wir können Gott dadurch loben, dass wir unser Leben nach ihm und nach seinem Wort ausrichten und uns ihm hingeben. Man kann nicht kommunizieren. Wir können nicht kommunizieren. Wir sind ein Lob Gottes. Allein dadurch, dass wir da sind. Und dadurch ist unser Leben etwas Besonderes. Alles, was ist, alles, was lebt, ist heilig, weil es von etwas zeugt, das größer ist als sich selbst. Und wir als Menschen sind ein Teil davon, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Und doch sind wir auch aufgerufen, uns diesem Lob anzuschließen, indem wir unser Leben bewusst nach Gott und seinem Wort ausrichten und im Licht seiner Gegenwart leben. Im Licht seiner Gegenwart leben, die alles durchdringt. Welch ein Vorrecht. Ich lade Sie ein, dass wir uns jetzt gemeinsam an Gott wenden und bewusst zum Ausdruck bringen, dass er unser Gott ist und dass wir darauf antworten. Großer Gott im Himmel, Schöpfer des Himmels und der Erde, wir stehen vor dir und bekennen, dass das Leben ein Geheimnis ist. Wir bekennen, dass du uns umgibst, dass wir durch dich leben. Großer Gott im Himmel, es ist ein Vorrecht, dass unser Leben von deiner Größe und Herrlichkeit sprechen darf, ohne dass wir irgendetwas tun. Alleine dadurch, dass wir sind. Alleine dadurch, dass wir atmen, verkündigen wir deine Herrlichkeit. Großer Gott im Himmel, ich danke dir für das Vorrecht, uns dessen bewusst zu werden und darauf zu antworten, dass du unser Gott bist, dass du unser Schöpfer bist, indem wir dich anbeten, indem wir dir zusingen und indem wir
für dich leben. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, unser Leben stets in Verbindung mit dir zu bringen. Egal, was wir erleben, lass uns spüren, du bist da, du trägst uns durch. Und du bist unser Gott, der uns umgibt und durch den wir leben dürfen. Dafür danken wir dir. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis Christ that brought me safe thus far, and grace will lead me home. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion